Hallo Reisefreunde! Nur noch ein paar Minuten, dann setzen wir den ersten Fuß auf irischem Boden. Ich habe mich schon mal grün angezogen. Das passt ja schon mal. Und zwar ist das unser 31. Land. Das klingt ja wirklich schon langsam nach echt viel, würde ich mal sagen. Ja, oder? wenn man sich jetzt anhört, dass 16 noch fehlen, dann käme man glatt auf die Meinung, wir hätten 2/3 geschafft. Ja, und wenn man so denkt, dass wir schon im Kosovo waren oder in Griechenland und jetzt irgendwie in Irland auf der Insel sind, für mich ist das immer noch total speziell. Aber erst einmal muss ich mich ja noch bei euch entschuldigen, weil im letzten Video habe ich ja gesagt, wir sehen uns auf der Fähre wieder. Ich zeige euch mal kurz, was wir von der Fähre gefilmt haben. Sieht man ganz genau aus, oder? Ja, das war alles. Was Ich haben wir habe denn? geschlafen Ja, und ich oder versucht zu schlafen. Ich habe auch versucht zu schlafen. Wir haben eigentlich nichts mehr gefilmt, weil wir sind um 2:45 Uhr losgefahren. Wir hatten 4 Stunden mit der Fähre. Die Überfahrt war eigentlich ziemlich angenehm. Es hat ein bisschen geschaukelt, aber es war eigentlich ganz in Ordnung. Also das Walross, das hast du auf Instagram ja schon gezeigt, oder? Ja. Unser Nachbar, der hat wirklich geschnarcht, wie man sich so ein schnarchendes Walross halt vorstellt. Ja, wir sind dann um 6:45 morgens sind wir angekommen in, was war das für eine Ortschaft? Das weißt Rosslare. du noch. In Rosslare, genau. Wir zeigen euch das noch kurz auf der Karte, wo wir darüber gefahren sind und haben dann eigentlich nur noch einen Parkplatz gesucht und dann Sind wir einfach wieder hinten ins Bett gefallen, samt Kleidern an und ja, waren nochmal gut 3 Stunden komplett weg. ja, haben nochmal geschlafen. Und jetzt sind wir weitergefahren. Wir haben schon gut 3 Stunden Autofahrt hinter uns. Wir sind jetzt in Kop angekommen. Wir sind super gespannt, wie dieser erste Ort in Irland aussieht. Es soll hier farbige Häuschen geben. Genau, das war ja auch ein Tipp aus der Community, dass es ganz ein süßer kleiner Ort ist. Wir haben auch schon so ein bisschen bunte Häuser gesehen. Die sind jetzt noch nicht ganz so strahlend, wie das auf den Bildern ausgesehen hat. Mal schauen, was wir da noch finden Allgemein können. hat Irland für uns jetzt auch auf der Fahrt nicht den extremst schönsten Eindruck bis jetzt gemacht. Es hat sehr, sehr viel Müll am Straßenrand. Es hat sehr, sehr, sehr schlechte Straßen. Man könnte sogar sagen, schlechtere Straßen als in Belgien. Ja, aber es ist der erste Tag, es ist nicht schön Wetter. Wir lassen es auf uns zukommen. Land Nummer 31, Irland, kommt mit. Wir sind super gespannt, wie es weitergeht. Ihr lieben deutschen Eisschlecker und Eisschleckerinnen, hier gibt es heute leider kein Eis für euch. Kop hieß früher Queenstown und der Name sagt den Titanic-Fans unter euch vielleicht was, denn als die Titanic zu ihrer Jungfernfahrt nach New York abgelegt ist, war das genau hier in Queenstown oder eben neu gesagt in Kop. Wie das Ganze ausgegangen ist, das wisst ihr wohl alle. Wer noch ein bisschen mehr über die Titanic und alles drumherum wissen möchte, der findet hier in Kop ganz viele Möglichkeiten mit Museen, mit Cafés, mit Nachbauten, was auch immer. Hier ist einfach alles im Stil der Titanic. Klar, wird natürlich vermarktet. Nachdem wir uns jetzt ein bisschen rund um die Titanic informiert haben, ist schon ganz schön spannend. Habt ihr jetzt den Hintergrund gesehen oder die farbigen Häuschen und die schöne Kirche? Mutet ja wirklich ganz schön an. Der Schein trügt allerdings ein bisschen. Kop hat richtig hässliche Seiten und die Stadt ist wirklich nicht so schön. Wir zeigen euch jetzt ein paar Bilder. Ihr werdet verstehen, warum.
Unter anderem dieses Bild hier hat uns nach Kop gelockt. Ich kann die Fischkutter ja erkennen und die Häuserzeile dahinter auch, bloß die ganzen Farben, die sind irgendwo verloren gegangen dazwischen. Unbedingt, also auch immer, wenn man solche Bilder betrachtet, mit beachten, da hat wer ganz schön photogeshoppt. Aber das sieht man natürlich auch den Bildern, dass hier die Sättigung massiv nach oben gedreht wurde. Aber klar, es ist dann natürlich enttäuschend, wenn man zig solcher Bilder gesehen hat, dann stellt man sich halt schon irgendwie zumindest was schön gepflegtes vor und dann kommt man hierher und dann ist es so, naja, ihr habt die Bilder gesehen und werdet noch weitere sehen. Macht euch selbst einen Eindruck, ob ihr findet, dass das mit dem, was in Google gezeigt wird, übereinstimmen kann. Unser kurzer Rundgang durch Kop ist beendet. Natürlich ist es klar, dass ohne die Sonne, die die Farbe noch so ein bisschen zum Leuchten bringt, der Eindruck immer ein bisschen negativer ausfällt, als eben wenn sie da ist. Wir sind hierher gekommen, weil wir bunte Häuserreihen gesucht haben. Die haben wir jetzt auch noch gefunden. Nicht so wie erwartet, weil wir das Ganze doch ein bisschen knalliger erwartet hätten, oder ich zumindest. Es hat viel Dreck, das ist allgemein so ein bisschen der erste Eindruck von Irland, aber wir lassen uns gerne positiv überraschen und ja, hoffen einfach, dass der nächste Ort uns dann ein bisschen mehr zusagt. Soll dann ja niemand sagen, Karl sei dreckig. Louis hat ihn gestern komplett abgespritzt. Das habe ich Ihnen sogar erzählt. Komplett hast du sogar schon erzählt. Und jetzt sieht er wieder aus wie Sau. Dafür bin ich schuld wahrscheinlich, weil ich ja gefahren bin. Genau. Arbeitsteilung. Das habe ich wieder abgeschlossen. Jetzt ist gut. Jetzt habe ich mir so schön mit dem Kreidestift die Meilen auf mein Tacho gemalt. Und was machen Sie in Irland? Sie schreiben die Geschwindigkeit in Kilometern pro Stunde an. Das ist doch unfair, sowas. Aber ich kann sie ja noch mal brauchen. Wir fahren ja zurück nach England mit der Fähre und sind ja dann noch mal ein paar Tage in England und werden dann noch ausgiebig den Süden der Insel bereisen. Aber für uns ist es natürlich schon einfacher, wenn auf den Schildern wieder steht, dass der nächste Ort in so und so vielen Kilometern kommt. Da können wir uns wenigstens was drunter vorstellen. Wir fahren zwar noch links, bezahlen aber wieder mit dem Euro, haben Kilometerangaben und Kilometer pro Stunde, irgendwie komisch, oder? So ein Mix irgendwie, so weder Englisch noch normal. Ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, wir stehen mal wieder im Stau. Irland hat wohl ein Stauproblem, obwohl da vorne... Ja, da vorne brennt. Da vorne brennt. Ich glaube, das ist kein Stauproblem, da vorne brennt. Das sieht gar nicht gut aus. Sollen wir jetzt davon Bilder zeigen? Macht man das? Ja. Steffi sagt ja, also gibt es Bilder, warum es denn hier Stau hat. Hoffentlich wird das hier nicht bestraft wie in Deutschland. In Deutschland werden ja Autofahrer mit dem Feuerwehrschlauch abgespritzt, wenn sie Bilder machen. Was uns auch schon auffällt, ist, dass überall zu tief ist, um mit Wohnmobil oder Campern zu parken in den Städten. Ganz komisch, ob die hier die Wohnmobile nicht wollen oder keine Ahnung, aber das wird sicher für uns auch noch zum Problem werden hier in Irland. Leute, ihr habt die Bilder gesehen, wir sind zurück am Meer, endlich wieder am Meer und da werden wir die nächsten paar Tage auch ganz bestimmt bleiben, weil wir haben vor, den White Atlantic Way zu machen oder zumindest einen Teil davon. Jetzt suchen wir uns aber erst einmal einen Schlafplatz für die Nacht. Da haben wir auf Park4Night schon was richtig Cooles gefunden. Schaut mal hier, wir stehen direkt am Strand. Schauen wir jetzt noch ein bisschen die Gegend an, das mache ich meistens, wenn wir parken, so was rumherum ist und was läuft und so weiter. Aber es sieht schon richtig cool aus. Ich freue mich schon, dann morgen früh den Kaffee vielleicht am Strand zu trinken, wenn das Wetter hält, weil momentan regnet es.
kein Wunder in Irland, oder? Ich denke, das ist ziemlich normal für das Land. Das werden wir wahrscheinlich die nächsten Tage noch oft erleben, aber das macht das Ganze auch ein bisschen aus. Der Start in Irland ist eigentlich geglückt. Es hat alles funktioniert. Die Örtchen, die waren halt jetzt wirklich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber naja, es ist halt der Stil des Landes und das muss man so akzeptieren. Das ist klar, das gefällt den einen, den anderen gefällt es nicht. Und Irland hat es einfach auch nicht einfach, weil ihr wisst es, nach Belgien, Großbritannien, da ist der Anspruch natürlich ziemlich hoch. Tja, aber sie haben ja noch Chancen. Wir sind 9 Tage hier, wir erleben noch ganz, ganz viel und da kann sich das Blatt natürlich noch wenden. Wir sehen uns dann morgen früh wieder oder wollt ihr das Abendessen noch sehen? Ach, ich melde mich einfach nochmal. So, erst runterschlucken. die erste Nacht in Irland, wir haben es geschafft. Sie war gar nicht so kalt, es war kein Problem und es war total ruhig eigentlich. Also das Meeresrauschen haben wir zwar auch nicht gehört, für das standen wir fast ein bisschen weit weg. Ja, sobald da so eine Düne dazwischen ist, hört man es fast nicht mehr. Dafür, also Fenster wäre offen, aber für das war es dann doch zu kalt. Dafür stehen wir jetzt direkt am Meer, trinken hier den Kaffee und frühstücken. Und es kam übrigens auch keine Polizei. Und da müssen wir euch noch eine kurze Geschichte erzählen. Die haben wir ja nämlich gestern gar nicht erzählt. Wir wurden nämlich von der Polizei aufgehalten. Steffi kann gerade nicht reden. Auf jeden Fall haben wir dann angehalten und der Polizist meinte, you're working for Allianz? Und dann haben wir gesagt, nee, die sponsern uns und unseren Trip, weil sie das so cool finden. Und er hat dann geschmunzelt und gemeint, ja, also wenn wir das nächste Mal mit der Allianz sprechen, sollen wir doch sagen, dass er auch gerne gesponsert werden will. Also wir mussten weder einen Ausweis zeigen noch irgendwas und wir müssten auch gleich gestehen, wir haben diese Aufkleber für die Frontscheinwerfer, die haben wir nicht angebracht. Er hat nichts gesagt. Ja, es ist überhaupt kein Problem bis jetzt. Also ja, auf jeden Fall, erste Polizeikontrolle haben wir auch schon überstanden. Jetzt genießen wir hier das Frühstück und danach fahren wir ins nächste Ort und hoffen, dass es da bunte Häuser gibt. Dass es da schön wird. Wir wurden gerade gefragt, ob es da draußen irgendetwas Spezielles gibt, was wir beobachten. Da mussten wir sagen, nein, es ist einfach nur der Strand und das Meer. Okay, weil es sei halt nicht ganz so oder es sei halt nicht ganz so außergewöhnlich, dass hier durchaus auch vom Meer her Tiere zu sehen sind. Das war es leider nicht. Das Einzige, was wir sehen, sind ein paar übergeschnappte Shetland-Ponys. Und der Strand. Und da mussten wir halt erklären, ja, wir sind aus der Schweiz. Für uns ist Strand und Meer eigentlich schon Grund genug, hier zu stehen und den Morgen zu genießen. Da meinte sie, ja, okay, enjoy. Sie hat das dann schon sehr gut verstanden. Das ist also schön, weil die Leute, die kommen einfach auch hier in Irland, die kommen auf einem zu, die fragen, die sprechen so ein bisschen rum. Ganz anders als bei uns, oder? Wo man einfach aneinander vorbeigeht. Genau, wo man sich halt einfach irgendwo grüßt, weil man grüßt sich halt und das war's dann eigentlich auch schon. Das ist schön hier. Und ich schaue jetzt weiter, weil jetzt habe ich ja 2 Gründe, da rauszuschauen. Nicht nur das Meer und der Strand, vielleicht sehe ich ja auch sonst noch was. Dieser süße kleine Ort hier, der heißt Clonakilty. Wir sind nur ein paar Minuten vom Strand jetzt hierher gefahren und stehen mitten in dieser süßen kleinen Stadt hier. Der Tipp kam übrigens von Livia, von Louis' Cousine. Und danke vielmals, dass du uns hierher geführt hast. Einerseits war der Stellplatz der absolute Hammer dort vorne am Meer und natürlich aber auch der Ort. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen Zeit überbrücken, weil erst um 10 Uhr machen hier die Geschäfte und auch die Cafés auf. Und wir wollen natürlich schon noch ein bisschen reinsitzen und hier die Atmosphäre genießen. Wir haben übrigens momentan etwa 9:20 Uhr. Ja. Oh, da oben ist eine Uhr, es ist 9:26 Uhr. Kein Vergleich zu gestern, oder?
man hat schon mehr Charme jetzt hier, genau. Obwohl das Wetter auch nicht gut ist, da hat es deutlich mehr Charme. Ich weiß nicht, ob es einfach kleiner ist. Die Häuser sind auch wieder etwas gepflegter. Es liegt kein Müll rum. Auch vom Parkplatz her, wo wir jetzt hierher gelaufen sind, sind wir nicht an irgendwelchen zugemüllten Straßengräben vorbeigekommen. Das war gestern halt schon so ein bisschen schade, weil wenn das der erste Eindruck ist, dann hat es die Stadt schon echt schwer, zum noch überzeugen zu können, wenn man halt die Hinterecken kennt. Ergänzungen? Nee. Gut. Kannst aus der Kamera laufen, dann sieht man noch den Hintergrund. Tschüss. Wir haben ein Café gefunden, das sogar gutes Internet bietet. Das heißt, wir können Videos uploaden und dazu ein leckeres lokales Frühstück genießen. Schau mal den Teller an, da sind lauter Spezialitäten hier aus der Region drauf. Das war's auch schon wieder aus diesem kleinen Ort hier. Für uns geht's jetzt weiter und zwar startet jetzt der Wild Atlantic Way. Viele von euch haben uns den empfohlen. Das ist so ein bisschen das Highlight hier in England, hier in Irland. Und ja, die nächsten Videos folgen dann von dort. Übrigens noch ganz kurz, falls ihr euch interessiert für die Fährüberfahrt, die Informationen, die bringen wir dann im Video, wenn wir zurück nach England fahren. Dann kriegt ihr auch die Preise und so weiter. Das Einzige, was ich jetzt so spontan noch im Kopf habe, es war sauteuer. Muss ich sonst noch was sagen? Habe ich alles erwähnt? Das war die teuerste Fährüberfahrt unseres Lebens wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Das war echt teuer. Ja. Mit dem hatten wir nicht gerechnet. Ja, und jetzt könntest du noch das Video beenden. Das wäre doch cool. Wenn euch Irland gefallen hat und diese ganzen süßen kleinen Örtchen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, demnächst geht es auf den Wild Atlantic Way, wie auch immer der ganz vollständig heißt. Auf jeden Fall, ihr seht es, ich bin ein bisschen durcheinander. Der hämmert hier rum, also sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schön wart ihr dabei.